It is impressive that you managed to survive this long. Und somit grüß zurück zu Generation Zero. Wir sind hier in diesem kleinen, in dieser kleinen Strandhöhle. Und heute, wie ich das letzte Mal schon erklärt habe, was ist denn da überhaupt? Ah, Festung Torsberger, ich bin ja auch ein Trottel. Und heute, wie ich es letzte Mal erklärt habe, werden wir uns hier auf ein kleines Gefecht einlassen. Kleines Gefecht. Die Episode wird wahrscheinlich nur aus diesem Gefecht bestehen. Schauen wir mal, wie lange es dauern wird. Da sollte einiges los sein. Und danach geht's runter, hier der Küste entlang, Richtung Fiskebäck. Wir sind kurz vorm nächsten Level und danach werden wir weiter in Richtung erhöht den verursachten Schaden beim automatischen Feuern. Erhöht den an der gegnerischen Panzerung verursachten Schaden. Wir werden da weitermachen. Die Streuung, die Nachladezeit und dann werden wir uns einmal da durchkämpfen. Einzelschussfeuer von Automatikwaffen. Ja, das ist weniger Scharfschütze, das braucht man nicht unbedingt. So viel Scharfschütze machen wir eigentlich nicht. Dann kennt man nämlich das, dann könnten wir nämlich uns auf das fixieren. Schau, wenn die Vorhutspezialisierung aktiv ist, wird dein Schadenswiderstand um 25% erhöht. Das hört sich nämlich optimal an. Und dann haben wir nämlich noch immer 15 Punkte, die wir vergeben können. Wir werden uns das Ganze im Laufe der Zeit jetzt dann anschauen. So, und zwar, weil ich jetzt, kurz einen Blick bitte, ich habe da nämlich einen Zettel neben liegen, wo ich mir ein bisschen was aufgeschrieben habe, eben zwecks YouTube etc. Wir werden dich, mein Gutester, vorerst einmal auf die 6 legen. Genau, wir werden ihn benötigen. Alles nachladen, was wir so dabei haben. Perfekt. Auf der 4 bist du. Ja, dich werden wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Dich brauchen wir. Auf der 6 bist du. Auf der 7 seid ihr. Auf der 8 sind die. Genau. Mir da mal kurz einen Wegpunkt setzen. Es könnte nämlich gleich mal losgehen. Und wie du vor einigen Episoden vielleicht mitbekommen hast, als wir hier herunten zum ersten Mal angegriffen worden sind, war ja ein Tank dabei. Genau. Harvester? Warte mal, kann ich da jetzt sagen. Und zwar, es gibt etwas, was ich im Storyverlauf nicht ganz in Ordnung finde. Na, auf das werde ich jetzt noch nicht eingehen. Obwohl, es sollte... wie mache ich das jetzt am blödesten? Wie erkläre ich das jetzt am blödesten? Es gibt einen Grundaspekt der Geschichte, den das Spiel... Ich duck mich da jetzt einmal. Fangen wir so an. Es gibt einen Story-Aspekt an der ganzen Geschichte, den ich persönlich etwaig schade finde. In dem wäre so viel mehr Potenzial drinnen. Und zwar, das Spiel nimmt dir
eigentlich, wenn du jetzt der Alpine Unrest zum Beispiel, oder wenn du die ganze Hauptgeschichte FNX Rising und Alpine Unrest noch nicht gespielt hast, nimmt dir das Spiel einen großen Aspekt eigentlich weg. Es zeigt dir etwas, wo du aber nicht weißt, warum und wieso. Ähm, Es gibt nämlich eine Sache im Alpine Unrest DLC, in dieser Geschichte, auf Himfjell, da greift das Spiel ein bisschen vor. Es ist vom Storytelling her schade eigentlich. Weil das, was da das Spiel da zeigt, ja, die Geschichte, wie es dazu kommt, ist interessant. Das hat nämlich was mit... Na, ich will noch nicht zu viel verraten. Ich möchte noch ein bisschen abwarten, wie die Umfrage ausgeht. Und die möchte ich dann kurzweilig einmal später einbauen. Und dann möchte ich weiter auf die Geschehnisse und Ereignisse eingehen. Genau. Ich muss aber offen und ehrlich gesagt dazu gestehen. Wer das FNX Rising Update noch nicht kennt, FNX Rising ist nur ein kleines Kennenlernen, und Alpine Unrest ist dann die endgültige Konfrontation mit etwas, was uns später oben raus bekannt sein wird. Ich weiß nicht, bis wann wir ihn triggern. Das wird, glaube ich, bald soweit sein. Und nun viel Spaß hier bei diesem kleinen Krieg. Wie du siehst, hier geht's schon mächtig ab. Au! Hier geht's so ab, dass dass der PC ins Ruckeln anfängt. Uah. Boah. Ah, du was. Ich entschuldige mich. Bist du deppert? Das ist nicht das erste Mal, wo ich das jetzt spiele, gell? Also bitte nicht besser. Wenn ich schon ungefähr weiß, was auf mich zukommt. Ich muss eine Tür zumachen. Kurzen Blick. Nein, ich suche. Boah. Ja, der kleine Soundbug, ha? Mein gut, das Spiel ist nur mehr verpackt mittlerweile. Warte kurz. Vielleicht guckt es ja nur so an, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, aber das ist halt so, wenn man die falschen Prioritäten setzt, weißt?
ein bisschen überfordert gerade, weißt? Tut mir leid. Also sollte jetzt unser Chaos ausbrechen. Du siehst das ja. Ihr kleinen Schweinchen. Sechs. Boah, irgendwie huckt sich das nicht ganz gut, aha. Ganz nicht gesund anrufen. Aber das ist, wenn die Entwicklung in die komplett falsche Richtung geht. Was ist das? Du kleiner Scheißer. Du kleine, dumme Kröte. Jetzt wird der Cuttings installiert. Scheißen. Ich hoffe, dass wir jetzt da die ganzen Gegner jetzt nicht davon gespawnt sind. Und dann kriege ich nämlich einen Schreikrampf. Das kann nämlich das Spiel auch ganz gut. Also, weil sie die scheiß Performance nicht hinbringen, nehmen sie einfach den schnellsten und einfachsten Weg. Der ist, was du besiegt hast. Mir nämlich schon aufgefallen, der ist, was du besiegt hast, lassen sie wegspawnen, nur dass es dann auf Kosten der Performance besser wird. Weißt du, da müsst die dann an und dann hast du wieder nichts davon, weil die offen an Entwickler den Weg wollen, ne? Na, schon passiert. Na, was habe ich noch alles da? Noch. Ihr mechanischen Ärsche. Kurz einen Blick, wo habe ich die Funkgeräte? Da. Mit mir nicht mehr. Da! Geh mir mal aus dem Weg, du Scheißer, du! So. Ein Medikit, bitte, dankeschön. Oder auch Erste-Hilfe-Set, ist ja mir wurscht, wie das heißt.
Es rettet mir meinen Arsch. So, was befindet sich da draußen jetzt noch? Der Tank müsste noch da sein, genau. Da sehe ich sein Knie. Irgendwie kommt mir das sehr buggy vor. Aber leider leidet das Spiel schon lang unter sämtlichen Bugs. Und diese Entwickler sind sowas von immens langsam, wenn es um Bugfixes geht, ehrlich. Ah! Dreck! Jetzt müssen wir nämlich daher spawnen. 3-mal geht das, war, was ich mir erinnere. Warte mal ganz kurz. Ich bin erst wurscht. So, komm her. Wo bist denn, Tank? Hier. Da ist noch ein Hund. Wir schauen, dass wir zuerst die Hund wegbringen. Vielleicht dann einen Hunter erwischen, wenn einer da ist. Dann werden wir uns dieses Tanks entledigen. Wo ist der Tank? Ich habe gerade den Herzinfarkt meines Lebens bekommen und mich gerade in die Hosen geschissen. Ehrlich. Wahnsinn. Jetzt geht für die Muni, für die Waffen mal bald die Muni aus. Wo ist der scheiß Tank? Da ist er. Na, wie ist denn der Tank, bitte? Da ist er. Holen wir uns noch. Nur ich finde es so lustig, wie schnell die Tanks das Interesse verlieren. Au, Drecksau. Da ist er.
der will's jetzt wissen. Die kleine Warzen. Wo bist denn? Da. Aha. Boah. Okay, jetzt haben wir einen Tank herunten. Jetzt möchte ich schauen, dass er noch schnell einen Raketenwerfer überbringt irgendwie. Was tust du jetzt, Alter? Sag was? Haben wir da jetzt zwar schon, ja. Perfekt. Dann könnten wir uns das nämlich nach dem Gefecht auf den Weg machen in Richtung Fiskeberg. Aber zuerst was looten. Sicher, sicher. Noch irgendwelche Wünsche? Können wir alles zerlegen, sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt mal Ruhe, unsere Ruhe für ein paar Minuten. Aha, noch irgendwelche Wünsche? Ich hoffe nicht. Boah. Ja, das können wir. Haben wir den Tank überhaupt schon gelootet? Also das war ich schon. Ja, so geht's dahin. Was sind da herinnen? Ah. Gut. Dann ab in Richtung. Wo ist denn das jetzt da? Wir sind da. Da die Straße entlang. Nach Norden. Aber wir sind überladen, genau. Deswegen geht's nicht. Mal kurz einen Blick. Fertigkeiten. Einen Punkt haben wir. Den werden wir. Erhöht den verursachten Schaden beim automatischen Feuern.
Genau. Und jetzt werden wir gemütlich Richtung Fiskebeck spazieren. Und dort angekommen werden wir dann... Da ist irgendein Gefängnis, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ich will nach Fiskebeck und ausladen. Ich glaube, es wird gescheiter sein, wenn wir uns da hinten runter bewegen, in Richtung Fiskebeck. Man, Fiskebeck muss ich offen und ehrlich gesagt gestehen, warum ruckelst denn du Scheiße schon wieder so? Alter. Was wollt ihr jetzt sagen? Ah, das würde ich sagen. Ich glaube aber, dass Fiskebeck storymäßig, was ich mich erinnere, eh nicht so was Besonderes ist. Da gibt's eigentlich eh nix. Da werden wir sicher später noch mal herkommen. Ich schaue jetzt nur, dass ich unsere Fracht, was wir mit dabei haben, sicher ans Ziel bringe. Also wie du siehst, das Spiel hat mehr Probleme, als was es gut ist. Na, wir schauen, dass wir das alles zwecks Material in den Unterschlupf bringen. Genau. Wir werden es später benötigen, wenn wir eine Basis für uns aufbauen wollen. Waffen, Sammelgegenstände, genau. Genau, und Fiskebeck ist ja nicht unbedingt ein Punkt, wo uns Ungemach erwartet. Das ist ja eher ein bisschen was Ruhigeres. Da gehe ich auch gern looten und farmen, wenn heute der Respawn wieder eingesetzt hat. Nur ich bin nicht der festen Überzeugung, vorm Landfall Update mit den sowjetischen Maschinen war das Spiel um Welten besser. Das Level Cap auf 31, da hast du noch ein paar taktische Möglichkeiten gehabt, die noch weitaus mehr, wie sagt man, du warst noch ein bisschen unterlegener, sagen wir es einmal so. Ja, jetzt bist du schon voll, Mädel. Jetzt brauchst du nicht rein. Sehr gut. Wir schauen jetzt nur, dass wir in den Unterschlupf kommen. Na komm. Danke.
Wir schauen, dass wir in den Unterschlupf kommen. Und was tut der Alte? Jetzt wird gleich die Bewegung deaktiviert sein, wirst du sagen. Genau. Telefonzellen, ach wie schön. Hä? Sag mal, spinnen die Römer? Ah, da ist er. Der kleine Unterschlupf. Ah, ist das herrlich. Ein kleiner Unterschlupf, das tut immer gut. Ja, aber allzu viel, warte mal. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ist denn da die Plünderer? Oder Plunderer oder sonstiges, weiß ich nicht. Ist die da herin? Ja. So. Die könnte man auch zerstören. Ist dort noch irgendwas? Nö. Oh, herrlich. So. Achso, das könnte man eigentlich auch zerstören. Schau, wir haben ja da Besseres. Wir rahmen nochmal das weg, das rahmen wir weg, das rahmen wir weg, das rahmen wir weg, das. Da brauchen wir eigentlich nur die Hälfte. Dann brauchen wir das nicht, die brauchen wir nicht, die brauchen wir nicht, die haben wir weg, die haben wir weg, das halten wir uns, das haben wir weg. Oh, das haben wir weg. Das Munitionspaket haben wir weg, so schnell werden wir wahrscheinlich nicht in die Krise kommen. Na, 3 nehmen wir mit, das wird aber reichen. Genau. Das können wir nämlich alles später brauchen, wenn wir uns besser ausrüsten wollen. 9 mm Panzerbrechende? Für was? Also für dich. Genau. Also das zerlegen wir gleich. Haben wir überhaupt einen 9 mm Panzerbrechende? MP. Ach so. Jetzt verstehe ich's. Können wir auch zerstören. Weg, weg. Du bist alles recht gut und schön, aber die wird uns zu schwach auf der Brust. Okay. Ich hätte gesagt, wir beenden das Ganze da für heute. In der nächsten Aufnahme zeige ich dir dann ganz frech und unversüßt oder ungesüßt, weiß nicht, wo uns die Reise hinführen wird. Da warte ich aufs Bessere.
So, ich glaube, wir haben alles, was wir jetzt einmal auf Zeiten tun, getan hätten können, da sollen müssten. Pistole, Vollmantel, Faustfeuerwaffen, habe ich sowas nicht? Na. Panzerbrechend MP. Doch, habe ich. Dann können wir die dabei da her tun. Ja, und den Rest halten wir uns dabei. Wir haben ja da genug Platz dabei geschaffen. Das werden wir später noch mal alles zerlegen. Da gibt es ein bisschen was wir machen können. Ich glaube, wir sind relativ gut ausgestattet. Dich brauchen wir dabei eh nicht. Wir brauchen den Platz. Da haben wir auch noch was zur Vorsicht. Das passt. Weißt du was? Wir werden tauschen. Schau her. Wir werden es so machen. Die Vollmantel nehmen wir mit und die Panzerbrechende lassen wir dabei da. Weil wir nämlich noch einen kleinen Stahlnotstand haben. Genau. Okay. Beim nächsten Mal. Für normalerweise müssten wir Sillerweg beim nächsten Mal. Wir sind jetzt da eigentlich fertig. Da haben wir eine kleine Siedlung noch. Beim nächsten Mal geht's da um. Das wir mitnehmen. Dann reisen wir von da weg in Richtung Sillerweg, laufen hier rüber, machen die Nebenmission, holen uns diesen Unterschlupf und da bin ich mir gar nicht so sicher, was da war, keine Ahnung. Und danach geht's in Richtung Severet, hier runter, hier rauf, dann machen wir die 2 Nebenmissionen noch. Und dann sind wir eigentlich eh schon unterwegs in Richtung in Richtung Ackerlandregion. Genau. Ackerland, Flugplatz, Sorken. Genau. Und dann, ja, geht's eigentlich weiter. Genau. Mehr gibt's eigentlich eh nicht mehr zum Erzählen momentan. Vernagelt die Kanonen. Was war denn da? Ah, HMS Wiss, 10, genau. Das war das. Ja, die wichtigsten Story-Elemente haben wir bereits. Ja. Also dann, beim nächsten Mal, wie schon erklärt, nur nochmal für mich auch selber, das ist wieder, ich vergiss aber eh wieder. Wir werden von Fiskebeck hier rüberlaufen, werden das ablooten, reisen, geschwind. Daher, von Sillerweg geht's hier rüber, machen diese Nebenmission, werden diesen Unterschlupf freischalten, dann geht's hier hinauf, vielleicht treffen wir dann auf diese 2 Rivalen, weiß ich nicht, keine Ahnung, und danach von Celebi von hier über Celebi rauf in Richtung Brevikin Camping, werden uns da durchboxen, da erwartet uns eine Menge. An das kann ich mich noch erinnern. Vielleicht machen wir das einfach separat aus, das weiß ich noch nicht. Die Kirche, die 2 Nebenmissionen, da noch herauf. Und danach werden wir uns im Ackerland durchkämpfen, von hier weg Richtung Flughafen, Richtung Flugplatz und dann in Richtung Norden, in Richtung Bunker Sorken, genau. Und dort auf diesen Feldzugsplan werden wir dann weitergehen in der Geschichte und dann werde ich die nächsten wichtigen Aspekte der Geschichte zeigen. Genau. Ich wünsche dir was, bis zum nächsten Mal und
Baba.